Die Worte der Bibel ermutigen mich, weil Gott zu kennen, zu wissen, wer ich bin in ihm und was er über mich denkt, das Allerwichtigste ist im Leben. Seit vielen Jahren lese ich die Bibel und hatte aber einen Durchbruch, als ich mir eine Studienbibel kaufte, die Erklärung zu den verschiedenen Versen las, die einfach so praktisch und lebensnah waren. Ich liebe es, jeden Tag in der Bibel Neues zu entdecken. Auch darum ist das Erste, was ich jeden Tag mache, wenn ich aufstehe, den Tagesvers der Bibel-App YouVersion zu lesen. Come on! Wow! Wow, ich liebe es, die neue Serie anzufangen. Das ist mega cool über die Bibel. Wir haben am Montagabend unsere Small Group gehabt. Und unsere Small Group endet immer dann, wenn das letzte Tram geht, by the way. Genau, und dann müssen wir säckeln und relativ schauen, dass wir es noch verwutschen. Und wir haben am Montagabend unseren Lieblingsbibelvers zitiert einander und erklärt, wieso ist es unser Lieblingsbibelvers. Und ich merke einfach, wenn man über die Bibel austauscht und Bibelvers zitiert, das hat eine krasse Kraft. Es macht etwas in der sichtbaren und auch der unsichtbaren Welt. Und mein Lieblingsbibelvers letzten 9 Monate war: Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Darum, liebe Ladies, ich bin voll mit euch schon seit 9 Monaten. Genau. Und ich sage meiner Frau immer, hebt durch mit einer Joy für ein Jahr, genau. Und dann kommt das nächste Thema, another level, oder? Get further. Oh my gosh, OMG. Genau. Lasst uns den Frauen aus der Church einen Applaus geben. Wirklich, es ist crazy, was ihr alles geleistet habt, auf die Beine gestellt habt. Ich war leider nicht da gewesen, habe Bilder gesehen, es hat mich eifersüchtig gemacht. Und meine Frau hat zu mir gesagt, nächstes bist du wieder da und ich gebe mir Mühe, dass die Agenda mir sagt, ich muss da sein. Weil Google Drive, da tut immer etwas falsch eintragen. Nein, just kidding. Also das Thema ist, wie kann ich nach dem Wort von Gott leben? Wie kann ich nach der Bibel lesen? Und ich habe eine Geschichte gelesen von einem jüdischen Rabbi. Und ein jüdischer Rabbi darf am Sabbat nicht arbeiten. Er darf am Sabbat auch nichts vom Boden auflesen. Und er läuft am Sabbat durch die Straße und sieht einen riesen fetten Geldbündel auf der Straße liegen. So richtig dick. Und er denkt, was mache ich? Arbeiten darf ich nicht, auflesen auch nicht. Vorbeilaufen, das macht man auch nicht. Weil das ist die Chance zum Reich werden. Und er steht dort und denkt, wie kann ich das Gesetz beachten und doch, dass ich das Geld bekomme. Und plötzlich hat er eine Offenbarung und ruft Halleluja. Und sein bester Freund sagt, wieso so Halleluja? Und sagt, ich habe eine Revelation gehabt. Und dann nimmt er eine Kreide und malt mit der Kreide einen riesen Kreis um den fette, dicke Geldbündel und sagt, Praise the Lord. Und sagt er, warum Praise the Lord? Und sagt er, da in dem Kreis inne ist bereits Montag. Und dann steht er im Montag inne, bückt sich und schafft und wird reich. Seid flexibel, sagt die Bibel. Das ist ein Sprichwort. Also wir können manchmal das Wort von Gott recht dehnen, dass alles drin Platz hat. Und es gibt ja so 2 Slogans, wo man sagt, wenn ich Bibel lese, lässt nicht ich Bibel, sondern die Bibel lässt mich. Nicht ich interpretiere die Bibel, sondern die Bibel fängt an von mich interpretieren. Ich glaube, das Wort von Gott hat eine Kraft wie ein Spiegel, der uns beflügelt, aber uns auch reinigt. Und es gibt so 2 Wörter, die oft gebraucht werden für die Bibel. Zum Beispiel, es heisst, die Bibel ist wie ein Brot. Wie ein Brot. Brot tut nähren. Ein Brot tut stärken und gibt mega Energie. Wenn du das Wort von Gott lesest, es stärkt dich, gibt dir Energie und es tut dir mega gut. Und je frischer, desto frischer. Das Wasser steht für erfrischen und auch reinigen. Also das Wort von Gott erfrischt dich und tut dich auch reinigen in deinem Leben. Ich möchte anfangen in einem Bibelvers in Psalm 105, Vers 40 bis 41. Da heißt es, sie baten um Fleisch. Und er schickte ihnen Wachteln mit Brot vom Himmel. Brot vom Himmel ist Mannabrot. Stillte er ihren Hunger. Er öffnete einen Felsen und das Wasser floss heraus. Bäche strömten in die trockene, unfruchtbare Wüste. Also wenn du einen Bereich hast, der wüst und leer ist, dann kann das Wort von Gott neues Leben bewirken in unserem Leben. Und ich finde es mega krass, das Wort Manna. Wer weiß, was das Wort Manna bedeutet? Das heißt übersetzt, was ist das? Was ist das? Manna heißt übersetzt, was ist das? Ich lese manchmal die Bibel und denke, was ist das? Manna heißt, was ist das? Sondern ein Wunder von dem Gott im Himmel. Ich möchte einen anderen Bibelvers zeigen, wo 2-mal Brot und Wasser vorkommt.
Ich habe das schon mal predigt in 1. Korinther 10, Vers 3 bis 4. Und ich habe aus dem ja auch eine Theologie entwickelt, wo gewisse Leute geholfen hat, gewisse Leute haben diskutiert, stimmt das wirklich? Aber es stimmt. Sie aßen alle die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte. Sie tranken aus dem von ihnen Gott geschenkten Felsen, ein Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Also, wie haben sie Wasser bekommen in der Wüste? Der Fels ist mit ihnen mitgelaufen. Sagen die einen, das stimmt doch nicht. Ja, wenn Gott kann Manna vom Himmel regnen lassen, wenn ein brennender Dornbusch nicht verbrennt, dann ist das für Gott ein Fels, der wandert, kein Problem. Aber der Punkt ist folgendes, es kommt Wasser raus. Und das Wasser steht symbolisch immer für Wort Gottes. Für Wort aus dem Mund von Jesus. Und Wort vom Mund von Jesus ist eine Quelle. Und die Bibel sagt, die Bibel ist eine Quelle, die dich erfrischt, die dich reinigt, die nie in unserem Leben aufhört. Und ich weiss, ich bin ein Stadtmensch und viele von denen auch. Und wir wissen nicht mehr, wie sieht die Quelle aus. Darum, liebe Stadtmenschen, habe ich eine Quelle mitgebracht, dass du weißt, wie sieht die Quelle aus. Das ist die Quelle. Die einen laufen schon Tränen runter. Die einen sagen, come on. Merkst du es? Eine Quelle hört nie auf. Eine Quelle ist erfrischend und eine Quelle ist unglaublich reinigend. Das ist die Kraft der Bibel. Und es gibt in der Bibel zwei Arten von Wasser. Das heißt, jedes Wort aus dem Mund von Gott ist wie eine Quelle, erfrischt dich. Gott ist eine Quelle. Es gibt aber auch den Teufel, und der braucht auch Wasser, braucht auch Wörter und er macht mehr eine Sturmflut. Und du siehst in der Bibel Quelle und Sturmflut. Sturmflut und Quelle, Quelle und Sturmflut und das ist eine Sturmflut. Reißt alles ganz krass weg. Quelle belebt, Sturmflut zerstört. Ich möchte mitnehmen den ersten Bibeltext in Offenbarung 12, Vers 5. Und da gibt es mega interessante Wörter drin. Zerstört in den Sturmflut. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie ein Strom hinter der Frau her und sie mit dem Strom fortzureißen. Denkst du, was ist das? Und ich möchte den Vers erklären. Das Wort Schlange in der Offenbarung bedeutet für das Wort der Teufel. Der Teufel, die Frau steht immer in der Offenbarung für Kirche. Kann man es lesen? Schöner geht nicht. Ist mega schön. So schön habe ich gerne gemalt. Ein Strom, der dich fortreißt, das heisst, es tut dich zerstören. Und da siehst du eine Eigenschaft vom Wasser, wo der Teufel braucht. Er tut Wörter streuen, um die Kirche von Jesus zu zerstören. Wie macht er das? Ganz am Anfang der Bibel bei Adam und Eva sagt der Find, stimmt das wirklich? Hat Gott das wirklich gesagt und er versucht mit Wörtern die Kirche von Jesus immer mundtot zu machen. Always. Wir alle kennen so Sturmfluten in unserem Leben, dass ein Mensch vielleicht nur ein Wort sagt. Das ist hochinteressant. Ein Wort kann genügen und du bist Game Over. Ich habe eine Liste mitgebracht. Zum Beispiel hörst du aus «Du wirst es nie schaffen». Ich kenne dich schon seit Kindergarten auf. Sorry, du bist eine Birne. Oder ein anderes Wort, alle sterben in deiner Familie und du bist der Nächste. Ist logisch, ist so ein Generationenfluch. Du hast im Fall die falsche Person geheiratet. Hat er schon immer gesagt, du bist in der falschen Ehe. Merkst du, das hat unglaubliche positive Schwingungen, wenn ich das sage. Gott mag dich nicht. Du bist voll überhaupt nichts wert. Du bist bloß ein Schweizer. Was bloß? I am. Der 10. funktioniert nicht. Warten lohnt sich überhaupt nicht. Und du bist total verrückt. Leo, das höre ich jede Woche. Das sind Wörter, wo Menschen über dich aussprechen, wo eine Sturmflut eine Kraft hat, um alles in einem Moment zu zerstören. Deine Frau, dein Mann, deine Mutter, deine Tochter sagt ein Wort, bewusst oder unbewusst, extra oder nicht extra. Und ein einziges Wort kann wie eine Sturmflut alles in deinem Leben zerstören auf einem Schlag. Wer kennt das?
Völlig ansatzlos. Ich habe einen Mann getroffen, diese Woche aus Deutschland, der gesagt, hey, ich arbeite 50 Stunden in einer Firma, habe eine Frau, 2 kleine Kinder, wir haben ein Haus gebaut, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, in den Gottesdienst, und ich arbeite mit in der Kirche, und am Samstag vor 3 Wochen haben wir einen Putztag in der Kirche. Und ich habe gemerkt, das passt nicht in meine Agenda, ich bin nicht gekommen. Dann läutet mir der Kleingruppenleiter an und sagt, dein Herz stimmt nicht. Deine Motivation stinkt zum Himmel, du bist kein Diener Gottes. Sonst wirst du kommen. Und ich sage zu ihm, hey, kannst du ein Zeugnis geben bei uns in der Kirche? Dass jeden Sonntag kommst. Die Leute müssen es hören. Kann ich das Amen hören? Das ist mega krass. Du schaffst mit all das. Und dann hat er gesagt, seit 3 Wochen ist er Game Over. Game Over. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ich sage nicht, der Kleingruppleiter hat etwas falsch gemacht, sondern er hat es erlaubt, dass das Wort Fuß fassen in seinem Leben. Ist es nicht krass, dass eine Aussage bewusst oder unbewusst dich total durchschütteln kann? Als ich vor 22 Jahren, als ich 22 Jahre alt war, mein Vater mich gefragt, was machst du für einen Beruf in deinem Leben, habe ich gesagt, ich werde Pfarrer. Mein Vater hat gesagt, ich bin enttäuscht von dir. Ich hätte mir gewünscht, du machst etwas Sinnvolles aus deinem Leben. Und das Wort ist mir eingedrungen wie ein Pfeil. Ein Wort hat mich total durcheinander gebracht. 10 Jahre hat mein Vater mich nie mehr gefragt, was schaffst du, wie geht es am ICF, was machst du? Bis zu seinem Krebsfall, dann hat er mich gefragt. Es kann ein Wort in dem Leben sein, das der Feind braucht, um dich Game Over zu schalten. Es hat so viel krasse Kraft. Ich möchte mitnehmen in einem langen Bibeltext. Ich werde euch das erklären, dass man Sturmfluten andauernd sieht im Leben von David. Psalm 69, Vers 2. Da sagt der David, Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Jeder, der schon in Israel war, denkt, was für eine Kehle? Was für ein Wasser? Wo kommt das Wasser in der Wüste? Du merkst, der redet von irgendetwas, das mit Wasser nur bedingt zu tun hat. Und dann fährt er weiter im Vers 3. Ich versinke in tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin tief in Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ein Mann, der sagt, es gibt keinen Grund. Menschen sprechen Wörter über mich aus und ich merke, ich ersaufe da drin. Es hat eine unglaubliche Kraft. Stell dir, liebe Freunde, vor, der David hat einen Bär und einen Leu mit eigener Hand erkillt. Umgebracht. Erkillt. Er hat den Goliath mit einem Kieselstein erschlagen. Crazy, habe ich noch nie angebracht. Ich tue mal eine Tube. Mit dem Fernrohr. Er hat, wenn der Saul den bösen Geist überkommt, hat er mit der Harfe, jeder Christ, ein Gitarrist, gespielt und der böse Geist ist gegangen. Ein Mann, der von Gott gesalbt worden ist, der neue König, und Gott hat ihn positioniert. Der Löwe, Bärenkiller, der Goliath-Killer, der Harfenspieler, der gesalbte Mann Gottes. Es gibt keinen Grund in der Position für den David das Gefühl zu haben. Du und ich, wir sind Söhne vom höchsten Gott im Himmel. Es gibt keinen Grund, die Gefühle zu haben. Und da kommen sie, wie man sie zulässt. Und dann sagt der David weiter im Vers 15 und 16, er rette mich aus dem Schlamm, das sind Wörter, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde von denen, die mich hassen. Was ist passiert? Sein eigener Sohn hat Rufmord gemacht gegen den David. Er hat gesagt, ich werde dem David, meinem Vater, beistellen. Ein Mann, der gewusst hat, Gott hat mich gesetzt, Gott hat mich positioniert. Und er sagt, Wörter, die ausgesprochen sind, ist wie Schlamm, wie eine Flutwelle, die mich mitreißt und mich will umbringen. Er sagt dann, tiefe Wasserfluten nicht ersäufen und die Tiefe nicht verschlingen und das Loch des Brunnens sich nicht über mich erschließe. Psalm 93, Vers 3. Die Fluten des Meeres, das sind Wörter, wo Menschen sprechen, toben und tosen. Sie brüllen ihr mächtiges Lied. Wörter sind wie ein mächtiges Lied, wo dich ohnmächtig macht und wirklich total limitiert. Und wo ist die Lösung? Pastor Leo, jetzt kommt sie. Danke, dass du mich erinnert hast. Psalm 93, Vers 4 bis 5. Doch stärker als das Donnern der gewaltigen Wasser, größer als die Wogen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Jetzt kommt's. Dein Wort, Herr, ist wahr und zuverlässig.
Dein Wort. Dies Brot und dies Wasser. Aber liebe Sportsfreunde und Sportschristen, was nützt das Wort von Gott, wenn es kräftiger ist als jedes Wort, wenn wir es nicht lesen? Weißt du, was ich meine? Wenn man Umfrage macht, wie viele Frauen die Bibel lesen, ist die Umfrage nicht positiv. Das heisst, wenn wir das Wort von Gott nicht lesen und sagen, ja, ich kann nicht alles glauben, was der Paulus geschrieben hat, und es gibt ein paar Fehler und so, das mag alles sein. Aber wenn du es nicht liest, das Brot und das Wasser, wer ist stärker als perfide, gemeine Aussagen von Menschen, die deine Seele tüpfen? Und der David zitiert das Wort von Gott andauernd und immer und immer und immer und immer wieder in seinem Leben. Ich möchte nochmal euch kurz Quellen und Sturmflut gegenüber euch zeigen auf der Leinwand, dass du merkst, es ist nicht das Gleiche. Das eine belebt, reinigt, setzt frei und das andere ist das Haus. Goodbye, arrivederci, arrivederci. Nicht das Gleiche. Es heißt da in Sprüche 18, Vers 4 und 21, die Worte in eines Mannes, Mundes oder einer Frau sind wie tiefe Wasser. Und die Quellen der Weisheit ist ein sprudelnder Bach. Das Wort von Gott ist eine sprudelnde Quelle, wo mich jeden Tag erfrischt, wo mich jeden Tag ernährt wie Brot, wo mir Kraft, Energie gibt, das kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt gibt es eine Challenge, und zwar Gott spricht Wort vom Leben aus. Also wenn immer Gott redet in der Bibel, Wort vom Leben. Der Find spricht Wort vom Tod aus. So auf dieser Seite. Wort vom Tod, Wort vom Leben. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer definiert, welches Wort hat am meisten Gewicht? Ganz einfach. Ich. Es geschehe gemäß meinem Glauben. Glaube ich der Aussage von der Bibel, vom Wort Gottes mehr? Oder glaube ich den Worten, die zerstörend sind, mehr in meinem Leben? Ich kann mit meinem Glauben mich entscheiden, wo glaube ich mehr. Ein anderes Bild, ein Mann hat 2 Wölfe, einen weißen Wolf und einen schwarzen Wolf. Der schwarze Wolf ist böse, der weiße ist gut. Nehmen wir jetzt einfach so 2 Farben. Welcher Wolf überlebt bei ihm daheim? Der, wo man sagt, du bist gut, du bist schön, du bist cool. Ganz einfach. Der Wolf, wo du fütterst, der überlebt, wird grösser, wird mächtiger und irgendwann mega fit. Merkst du es? Also das Problem ist nicht der Wolf, sondern was erlaube ich in meinem Geist, wo eine Nahrung überkommt? Wo öffne ich eine Tür, wo der Find mir Lügen auf den Tisch anlegen kann? Es gibt so 2 Sätze, die ich aufgeschrieben habe. Sie sind ein bisschen schwarz-weiß erklärt. Ich glaube, dass der Teufel versucht, uns mit Wörtern zu überfluten. Und er versucht, uns auch auszuhungern. Und jetzt gibt es auch ein Problem in der Kirchenlandschaft. Wir haben in Amerika eine Umfrage gemacht. In der Kirche glauben Menschen, Christen noch an einen Teufel, ja oder nein? 60% von Christen sagen heutzutage, ja, den Teufel gibt es nicht. Das ist einfach so ein Wort für etwas Böses. Also wenn du nicht mehr daran glaubst, dass es einen Find in deinem Leben gibt, der dich angreift, dann gehst du davon aus, es gibt nur das Gute, es gibt nur den Himmel und alles andere ist ein Märchen. Aber du weißt, was ich rede. Wörter ausgesprochen haben so eine krasse Kraft im Guten wie im Schlechten. Es gibt Gott und es gibt auch den Tod in deinem Leben. Es gibt im Leben von Markus, Kapitel 4, Vers 15, und das finde ich ein wichtiger Bibelvers, was heißt, das Wort von Gott wird ausgesagt auf ein wunderbares Feld. Und es gibt 4 verschiedene Arten von Feldern. Markus 4, Vers 15. Die an dem Weg aber sind, bei denen ist das Wort Gottes gesät und sie werden es hören. Sogleich kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie hineingesät worden ist. Ist das nicht krass? Du kannst das Wort von Gott hören. Wenn du es nicht kultivierst, einschweissest, bewahrst, ist wieder weg. Es gibt im Hochdeutschen einen mega krassen Slogan. Wer schreibt, der bleibt.
Wer schreibt, der bleibt. Können wir das mal zusammen miteinander sagen? Es ist ganz ein einfacher Slogan. Sind ihr ready? 1, 2, 3. Wer schreibt, der bleibt. Warum? Wenn du das nicht aufschreibst in deinem Leben, dann geht es immer wieder verloren. Der Find kommt und bringt Zweifel in das Leben hinein. Und das ist mega wichtig, was heißt, wo Maria schwanger wird durch den Geist Gottes als Jungfrau, oder? Sagt der Engel ihr alles, was kommt. Und dann gibt es eine Stelle, die ich schon oft gehört habe, aber nicht verstanden. Das heißt, und Maria bewahrte das Wort in ihrem Herzen. Was heißt bewahren? Sie hat es beschützt. Sie hat es aufgehoben. Sie hat es nicht einfach wieder gehen. Sie hat es vermutlich irgendwie aufgeschrieben, irgendwo tätowiert. I don't know, was sie gemacht hat. Aber du musst das Wort von Gott, jeden Traum und jede Prophezeiung, jede Erkenntnis im Leben, nimm ein Buch, nimm ein Smartphone, mach ein System, schreib dir das auf mit Datum, was Gott gesagt hat. Wer schreibt, der bleibt. Ich habe praktisch alle die Verheißungen, die Menschen mir über mich aussprechen, habe ich aufgeschrieben in ein Buch hinein, damit ich es nicht vergesse. Weißt du so? Es gibt auch Tage in meinem Leben, da laufe ich nicht rund, da geht es mir nicht gut. Ich nehme das für und sage, vor 2 Jahren hat Gott das gesagt. Ich schreibe mir fast immer das alles auf, bis eine Sache nicht aufgeschrieben. Ich möchte euch das ganz kurz erzählen. Wir hatten das Pastoren-Gathering vor einer Woche. Da kommt ein Deutscher, das ist bewusst, dass ich jetzt sage, ein Deutscher zu mir kommt und gesagt, er hat einen Eindruck während der Worship. Das, als ich 35 war, haben wir im ICF eine Konferenz gehabt. Und dort ist für mich prophezeit worden. Und ich habe das vergessen und auch nicht aufgeschrieben. Und ich schreibe mir alles wirklich auf in eine Agenda. Alles. Aber das habe ich nicht aufgeschrieben. Weißt du warum? Ein Amerikaner hat über mich prophezeit. So etwas Grosses, was ich gewusst habe, das ist unmöglich. Dann habe ich gedacht, aha, das ist ein Amerikaner. Und Gott musste einen Deutschen schicken. Nein, lass zu. Die Deutschen haben Qualitäten. Die Deutschen sind genau. Die besten Autos werden gebaut in Deutschland. Das ist ein Blessing. Das ist mir bewusst, die Schweizer, wir sind auch gut in, keine Ahnung. Aber, nein, ich liebe die Deutschen. Und wo das mir gesagt hat, ist mir das eingefahren. Und ich habe mich gefragt, warum hast du das nicht aufgeschrieben? Und am Schluss habe ich gesagt, das ist so gross, was Gott will machen, das kann ich gerne nicht. Ich wüsste nicht wie. Und er hat gesagt, schreib das auf. Wer schreibt, der bleibt. Und ich möchte wirklich sagen, an dem Punkt habe ich gesündigt, aber ich habe es ja nachgeholt. Ich habe es aufgeschrieben, ich möchte dich wirklich motivieren, mach ein System in deinem Leben, wo du die Eindrücke, Prophezeiungen, deine Träume aufschreibst in ein Buch. Maria, bewahre das Wort, weil der Find kommt, er raubt es dir wieder und wer schreibt, der bleibt. Ich möchte ganz kurz das Leben von Jesus zeigen, was immer das gleiche Muster ist. Und zwar, Jesus lässt sich taufen oder wird tauft. Der Himmel geht auf und dann heißt es, das ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Achte mal, warum muss der Sohn Gottes, der vom Himmel kommt, wissen, er ist der Sohn von Gott? Gott spricht Leben über seinen eigenen Sohn aus. Jesus wird in die Wüste gedrängt durch den Geist von Gott. Er fastet 40 Tage und Nächte. Und der Find kommt immer, dann, wenn du schwach bist. Und acht mal bitte aufs Wording vom Find. Der Find sagt, wenn du der Sohn von Gott bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Also er stellt die Identität von Jesus in Frage. Der Teufel stellt immer durch eine Sturmflut deine Identität, deine Stellung immer in Frage. Und Jesus sagt nicht, du, das finde ich im Fall nicht gut. Du, das kommt mir mega schräg rein. Du, das finde ich mega gemein. Weißt du, wie reagiert Jesus? Er zitiert am Find Gottes Brot und Wasser und sagt, es steht geschrieben. Kämpf nicht mit Motivationssprüchen, sondern kämpf mit dem Wort von Gott, wo stärker ist als alles andere in unserem Leben. Alles andere in unserem Leben. Und dann hängt Jesus am Kreuz und Achtung, Jesus am Kreuz hängt. Er wird noch krasser. Wenn er wirklich Christus ist, also wenn das wirklich stimmt, dann steig oben runter und hilf dir selber.
Es wird immer wieder unsere Identität durch den Find anklagen, in Frage stellen, unsere Motivation, unsere Vergebung, unsere Erlösung, unsere Sohnschaft. Immer wieder. Stritt entgegen mit dem Wort von Gott in deinem Leben. Ich möchte enden mit dem letzten Punkt. Ich glaube, die Bibel, das Wort von Gott, ist eine Quelle, es erfrischt uns. Und ich finde es mega cool, in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14 gibt die Bibel uns eine klare Erkenntnis, dass man die Bibel nicht natürlich lesen kann. Als natürlicher Mensch macht das Wort von Gott oft keinen Sinn. Aber mit dem Geist von Gott macht es Sinn. Das heißt, der Mensch kann nicht mit seinen natürlichen Fähigkeiten erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist alles Unsinn, macht keinen Sinn, ist unlogisch, kann man nicht machen. Denn Gottes Geheimnisse, die Quelle, erschließt sich nur durch den Geist Gottes. Wir brauchen den Geist von Gott, der uns die Bibel, das Wort von Gott erklärt, wenn du das Brot essst und auch das Wasser trinkst. Ich möchte ganz praktisch werden, weil es klingt jetzt alles gut und alles logisch. Ich glaube, wir brauchen einen Rhythmus im Leben, um das Wort von Gott zu lesen. Ich merke, unser Leben ist so busy, wir haben so viele Optionen. Und ich glaube, wenn du keinen Rhythmus hast im Leben, wird es schwierig. Und ich habe gemerkt, eigentlich, wir essen 3-mal. Die meisten essen 3-mal. Für die neue Diät machen, essen 2-mal. Das spielt keine Rolle, 2-mal, 3-mal. Ich möchte euch ein Prinzip ganz kurz erklären. Das sind die 3 Gs. Du kannst das Wort von Gott lesen, beten und geht frei. Was würde geschehen, wenn du morgen früh aufstehst und wenn du einen Kaffee trinkst oder einen Tee trinkst, dass du das Wort von Gott liest? Jetzt muss ich euch ganz, ganz ehrlich sein, ich bin nicht immer gleich gut drauf am Morgen, aber es gibt eine Sache, die ich entdeckt habe, für alle Leo, die faul sind, du kannst durch YouVersion dir einen Bibeltext per WhatsApp zuschicken. Ich habe gemerkt, am Morgen früh, ich schaue jedes WhatsApp an. Also ich tue mich selber austricksen, ich schicke mir das WhatsApp und ich schaue es an. Dann nehme ich den Kaffee, ich drücke den Bibelvers und ich meditiere während dem Schlürfen, abkühlen, das Wort von Gott. Ich merke, ich trinke Kaffee, Tee, kombiniere das ganz, ganz einfach. Beim Mittagessen fang an zu beten. Bet für deine Frau, für deine Kinder, für deinen Mann, für dein Umfeld, für deine Small Group, für deinen Pastor. Das darfst du nie vergessen. Die Bibel sagt, bet für die Regierung, bet für deine Leiter. Das ist immer wichtig. Und ich bete. Jetzt sagst du, ja, aber ich arbeite in einer Firma, in einer Kantine, da esse ich mit dem Giovanni. Der redet den ganzen Tag beim Mittagessen. Ich kann gerne beten. Ich habe die Lösung. Dann gehst du aufs WC. Das ist ein doppelter Wohlgeruch. Du bringst den Wohlgeruch zu Gott und das Gebet ist doppelt. Und du betest auf dem WC für all deine Anliegen. Mach eine Routine daraus. Und am Abend, bevor du schlafen, mach dein Get Free. Get Free bedeutet, du liegst im Bett und sagst, Heiliger Geist, da bin ich. Ich sage immer, Heiliger Geist, das ist der Leo Bicker. Du mich immer mit Namen einchecken. 2 Gründe. Ich finde, ich habe einen coolen Namen. Und zweitens, Gott weiß, wer redet. Und ich stelle jede Abend die gleiche Frage. Heiliger Geist, gibt es etwas, was ich heute vergessen habe? Gibt es etwas, was ich heute total verbockt habe? Gibt es etwas, was ich einfach noch tun müsste? Und ich mache jeden Abend mein Get Free, weil die Bibel sagt, gang nicht, lass die Sonne nicht untergehen, wenn du nicht Sachen in deinem Leben gelöst hast. Also mach das zu einer Routine in deinem Leben, beim Morgenessen, beim Mittagessen, beim Nachtessen. Für die 2-mal essen, musst du mehr reinpacken. Du musst mehr essen bei 2-mal als 3-mal. Kommt aufs Gleiche. Aber dass du einfach das Wort von Gott in dir wirken lässt. Mein Wunsch und unser Wunsch ist, dass wir in dieser Word-Serie das Wort von Gott nochmal ganz frisch und neu entdecken können. Ich glaube, eine Kirche, die das Wort von Gott liest und eine Kirche, die betet. Gell, die Jeans, die sind ganz gewesen. Die Löcher hier, die sind vom Betten. Eine Kirche, die betet auf den Knien, ist eine Kirche, die Gott segnet. Und eine Kirche, die das Wort von Gott voranbringt, ist eine Kirche, die so eine Power hat, können Sachen im Namen von Gott bewegen. Wir werden jetzt zusammen ein Worship-Lied singen.
Und dann möchte ich euch mit euch den Psalm 23 durchbeten. Ich möchte euch zeigen, wie kann man die Bibel beten. Wie kann man die Bibel proklamieren, das Wort von Gott, das Brot und das Wasser. Ich lade euch ein, aufzustehen und wir werden ein Worship-Lied singen und dann werde ich euch einleiten im Psalm 23, wir werden das Wort von Gott zusammen proklamieren. Come on. You know what? Our next generation should be more educated than us. They should be more equipped than us, more empowered than us. They should be smarter. They should have bigger dreams. See further, go further. That's normal. That's how it should be. Every one of us will ultimately leave what we live. Not just what we do, but the spirit in which we live. Have you ever thought in your own life somebody should do something? The somebody, usually it's you. 5, 4, 3, 2, 1. Let your freedom reign, so chains will break, and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness, so hearts will come alive. Our God is with us, our God is for us. We'll be victorious, you make us feel it. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt kämpfen und auch ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert, ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil, man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben. Und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakuk.